So, jetzt haben wir kurz eine neue, spezielle News der Woche. Und heute wird es leider ernst und mehr informativ. War lustig. Heute geht es um die Black Lives Matter Bewegung. Was ist denn das für eine Bewegung? Black Lives Matter bedeutet schwarze Leben zählen. Das ist eine internationale Bewegung, die in den Staaten zuerst aufgekommen und später auch international bekannt geworden ist. Die Bewegung ist gegen Gewalt, gegen die Schwarze oder beziehungsweise die People of Color. Momentan tut man weltweit gegen die Tätung von Schwarzen durch Polizeibeamte protestieren und gegen Rassismus. Durch die Tätung von George Floyd ist die Bewegung berühmt geworden. Interessant ist, dass die Bewegung 2013 mit dem Hashtag Black Lives Matter bekannt geworden ist und in dem Hashtag hat man dazu aufgefordert, dass ein Teenager nach dem Todesfall des afroamerikanischen Trayvon Martin freigesprochen wird. George Floyd. George Floyd hat von 4 Polizisten Polizeigewalt erlebt. Er hat mit einem gefälschten Dollar im Laden zahlen. Doch der Verkäufer hat das gemerkt und hat die Polizei verständigt. Der Verkäufer hat geäussert, dass Floyd stark gelaufen war. 2 Polizisten sind der George suchen. Wenn sie ihn gefunden haben, haben sie mit gezogener Waffe aufgefordert, aus dem Auto auszusteigen. Er ist dem nachgekommen und hat sie ohne Widerstand festnehmen lassen. Auch wenn er ins Polizeiauto einsteigen hat er gesehen, dass er auf der Rückbank vom Polizeiauto klaustrophobisch werden würde und keine Luft bekommen würde. Da sind 2 weitere Polizisten dazu gestoßen. Nachdem er 1 Minute lang in der Rückbank vom Polizeiauto gerangelt hat, hat ein Polizist ihn rausgezogen, woraufhin er zum Boden gefallen ist. 3 Polizisten haben dann auf ihn. Fuck. Das ist so mühsam. Das ist so. Nachdem er 1 Minute lang in der Rückbank vom Polizeiauto gerangelt hat, hat ein Polizist ihn rausgezogen, woraufhin er zu Boden gefallen ist. 3 Polizisten haben ihn auf dem Boden festgehalten. Ab da hat er keinen Widerstand mehr geleistet und ab hier haben die Passanten gefilmt. Ein Polizist hat auf dem Hals von Floyd geknaut, einer hat Druck auf seinen Körper ausgeübt und einer hat Druck auf den Bein ausgeübt. Floyd hat sich mehrere Male geäussert, dass er nicht mehr schnüffeln kann und er nicht sterben will. Daraufhin hat der Polizist einen Krankenwagen abstellen, während er immer noch auf dem Hals geknaut hat. Mehrere Passanten haben die Polizisten aufgefordert, aufzuhören und ihnen zu atmen. Wenn Floyd bewusstlos geworden ist, haben die Polizisten nicht aufgehört und haben weitergemacht. Die Passanten haben sich aufgefordert, von ihm den Puls zu fühlen. Laut dem Polizist hat er keinen Puls gefunden. Die Polizisten haben keine erste Hilfe geleistet. Ein Polizist hat die Seitenlage vorgeschlagen, der andere Polizist verneint und hat weiter Druck auf seinen Körper ausgeübt, bis der Krankenwagen da war. George Floyd hat insgesamt 16 Mal gesagt, dass er nicht mehr atmen kann und der Polizist ist 8 Minuten und 46 Sekunden lang auf seinem Hals geknallt. Erst bei der ersten Minute beim Spital hat man die Handschellen abgenommen und nach 1 Stunde hat man ihn für tot erklärt. Alle 4 Polizisten haben man von der Polizeistelle entlassen und hat sie später angeklagt und festgenommen. Die Black Lives Matter Bewegung. I Can't Breathe ist der Schlachtruf und das Symbol der Black Lives Matter Proteste. Was für Auswirkungen das für die Stadt Minneapolis sind gesehen, seht ihr hier. Durch die Tätung von George Floyd sind weitere Fälle von Polizeigewalt gegen People of Color aufgekommen und populär geworden. Jetzt aber müsst ihr nicht meinen, dass aber nur durch George Floyd die Bewegung entstanden ist. Floyd war nur der Fall, der das fast zum Überläufen gebracht hat. Das Problem mit übertriebener Polizeigewalt gegen Schwarze war schon in aller Munde. Sogar Popkultur hat das eingebunden in ihre Stimme. Uh-oh. Hey, you're that black guy I saw in the news conference, ain't you? Yeah, that's me. This is Car 15. I'm gonna need backup. I've got a stolen vehicle here. But this is my car. Suspect's getting belligerent. What? Officer down.
Proteste sind dort über See gegangen und bis hier in die Schweiz gekommen. In Zürich hat es Proteste gegeben. Aber die Reaktionen von der Politik, also vor allem Trump und der Umgang mit den Protestierenden, sind einfach blöd. Als ob man Kindergärtner angestellt hätte. Ohne Witz! Trump hat die Leute noch mehr und verbarrikadiert sich in seinem Bunkerli. Und wie ein schlauer Polizeichef gesagt hat: If you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. Und die Polizei kommt nicht gechillter, nein, sie geben noch mehr und jetzt mal halten die Leute die Kamera drauf. Get the fuck on! Get the fuck off! Fuck you again, what the fuck you gonna do about it? Es ist ein sehr hitziges Thema. Rassismus. Aber wir müssen einmal den Begriff Rassismus. Also im Fall ist es Deutsch, wenn er nicht gleich ist wie ich, wie die Hüpfer zum Beispiel, stöfe ich ihn ab und lege ihn als etwas an, was weniger wert ist als ich. Ja, es klingt sehr hart, brutal, als sollte man so nicht denken. Meistens ist ja Rassisten Vorwürfe nur Vorurteile, die nicht dem Ganzen entsprechen. Also Leute, geht ohne Vorurteile durchs Leben. Nicht von den Medien ablenken, drüben. Meist sehen wir solche Bilder. I can't breathe! I can't breathe! Aber die meisten Proteste sind aber so uns. Eins kann man sagen, dass professionelle erwachsene Polizisten nicht jemand durch seine Farbe, Herkunft usw. gegen noch brutale Polizeigewalt ausüben. Eigentlich sind alle niemanden diskriminieren. Ihr seid alle erwachsene Leute. Meist. Noch eine kleine Info wegen Corona, die Flyer sind blau geworden. Das Video wollte ich gerne mit einem Cover abschließen. Es ist ein Lied von The Toxic Trolls, ein Band von Oberwallis. Und um wird der Politik Schuld gegeben, nichts zu machen und ist alles zu nehmen. Und ja, ich glaube, das passt auch zu der jetzigen Situation. We don't move. Einmal im Jahr ist die große bunte Zeit, sogar für den Klatsch sind die Schöne stets bereit. Sie reden dort nur von Verbesserung und werfen aber alle Millionen um sie rum. Selbe Zeit in Afrika, die Kinder am Verhungern. Selbe Zeit in der Lobby, sind die bunten Abrundungen. Wollt ihr die Welt verändern? Mit diesen Geldverschwendern? Es wird sich niemals ändern. Die Armen werden ärmer. Worum es nicht geht, ist den meisten nicht bekannt. Sie leben viel lieber und die drohen abgebrannt. Damit diskutiert, wird man Abkommen kassiert. Und immer wieder wird das Konto aufpoliert. Selbe Zeit in Afrika, die Kinder am Verhungern. Dieselbe Zeit in der Lobby, sind die Bonzen Abrundungen. Wollt ihr die Welt verändern? Mit diesen Geldverschwendern? Es wird sich niemals ändern. Die Armen werden ärmer. Die
werden uns zusammenrotten. Wir brechen auf, keiner kann uns stoppen. Jeder Stein, der von euch abgerissen wird,